So, alle miteinander. So, lasst euch von meinem Sandwich nicht stören. Ich habe nur vor der Predigt fast keine Zeit mehr gehabt zum Essen. Und darum habe ich gedacht, ich nehme das jetzt mal mit auf die Bühne, damit ich zumindest noch ein bisschen etwas im Bauch habe. Danke. Habt ihr gewusst, dass Jesus in der Bibel sagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort, wo Gott spricht? So, jetzt muss ich das abschlucken. Also zum einen lebt man von dem da und zum anderen von dem da. Meint ihr, es ist wirklich das, was Jesus hat sagen mit dieser Aussage? Weil wir reden heute Abend genau über das. Was ist die Bibel für uns? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, unter Christen sagt man so, hey, die Bibel, das ist deine geistige Nahrung. Und dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Ist das die Bibel wirklich? Welchen Wert hat die Bibel in deinem Alltag? Ist es wirklich das Gleiche, wo das Brot, die Nahrung für deinen Körper ist, auch für deinen Geist? Und welchen Wert soll die Bibel überhaupt in unserem Leben haben? Und um diese Frage plausibel zu beantworten, schauen wir am besten auf Jesus. Ich finde, das ist meistens ein recht guter Ausgangspunkt. Genau. Welchen Wert hat denn Jesus der Bibel gegeben? Oder zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, der Heiligen Schrift? Und ich finde, das sehen wir ziemlich eindrücklich in dem Vers, den ich vorher schon angetönt habe. Den lesen wir nämlich in Matthäus 4, Vers 3-4. Da steht, nachdem er, also Jesus, 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und schau, wenn wir den Kontext von dem Bibelvers anschauen, dann finde ich das noch viel krasser. Jesus, der ist in die Wüste gegangen, der Heilige Geist hat ihn dort angeschickt und er hat dort 40 Tage lang gefastet und wird vom Teufel versucht. Und was setzt Jesus am Teufel entgegen? Wir haben es jetzt gerade gehört. Ich meine, er ist der Sohn Gottes, aber er sagt nicht etwa, hey, ich bin im Fall Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, du hast mir nichts anzuhaben, verschwind gefälligst. Sondern er antwortet ihm ganz einfach mit der Bibel. Und er macht das in dem Kapitel insgesamt 3 Mal. 3 Mal wird er versucht und 3 Mal gibt er nicht irgendeine Antwort, probiert er nicht auf sich selber hinzuweisen, sondern er nimmt einfach die Bibel. Und für mich zeigt das so eindrücklich, wie fest Jesus sich auf die Heilige Schrift gegründet hat. Wie viel Wert das die Bibel für Jesus gehabt hat. Aber nicht nur, dass er die Heilige Schrift zitiert, sondern auch, was für ein Vers er zitiert, ist hochspannend für unser Thema heute Abend. Weil, eben, wie gesagt, er ist 40 Tage lang in der Wüste, bekommt Hunger, der Feind macht ihm den Vorschlag, hey, mach doch einfach die Steine zu Brot, dann hast du keinen Hunger mehr. Und er sagt eben den berühmten Satz, der Mensch lebt nicht von Brot allein, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und das hinterlässt für mich eine Frage. Okay, wir leben zum einen vom Brot und zum anderen von dem Wort Gottes. Ich meine, bei Brot, körperlicher Nahrung, wissen wir, was damit gemeint ist. Eben, das, was wir zu uns nehmen. Aber zum anderen leben wir eben auch von dem Wort Gottes, wie es im Vers heißt, von jedem Wort, wo Gott spricht. Und wenn wir von dem leben, dann müssen wir doch zuerst einmal wissen, was das Wort Gottes für uns genau ist. Und in das wird uns jetzt der Christoph mit hineinnehmen. Was ist das Wort Gottes und was ist die Bibel? Und was ist genau der Unterschied? Hey, ja voll. Zuerst stelle ich mir die Frage, was ist die Bibel überhaupt? Für gewisse Menschen ist die Bibel ein Buch, wie viele andere Bücher auch, geschrieben von Menschen, verstaubt, veraltet, irgendwo in einem Gestell, vielleicht überhaupt immer noch Gestell, vielleicht auch schon längstens vorgeworfen. In dem Buch hat es Geschichten, ein paar sind schön, ein paar sind ziemlich grausam, let's be honest. Für eine zweite Gruppe von Menschen ist die Bibel
das Buch. Es ist Wort Gottes, sorry, so rum. Es ist von Gott höchstpersönlich und an dem gibt es nichts auszusetzen. Es gibt es nur zu befolgen. Aber was sagt denn eigentlich die Bibel über sich selber? Ist sie Gottes Wort oder nur Menschenwort, wenn man sie in der theologischen Diskussion nennt? In der Bibel lesen wir vom Wort Gottes, zum Beispiel im Johannesprolog. Dort heisst es: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. In diesem Vers zeigt sich, dass das Wort Gottes nicht einfach ein Buch ist, tote Buchstaben. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden und hat unter uns gelebt. Und mit dem Wort Gottes ist da Jesus Christus gemeint. Der Jesus, der vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist. Ich glaube also, dass das Wort Gottes in erster Linie eben nicht ein Buchstabe geworden ist. Darum würde ich auch nicht sagen, dass ich an die Bibel glaube. Ich glaube an den dreieinigen Gott, an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist. Gott ist eben dreieinig, nicht viereinig. Trinität, nicht Quaternität, also nicht Vater, Sohn, Geist und die Bibel. Es gibt auch noch an weitere Stellen, wo Jesus als Wort Gottes bezeichnet wird. Also, in dem Fall stimmt das gar nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern Jesus ist die Bibel in dem Fall doch einfach nur ein altes, verstaubtes Buch, das irgendwo rumsteht, geschrieben von Menschen. Moment, so schnell dürfen wir diesen Umkehrschluss eben nicht machen. Schauen wir uns den zweiten Vers an. Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen hat. Und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam. Bei dem Vers lohnt es sich, ein bisschen genauer herzuschauen, was der Paulus mit welchem Ausdruck meint. Am Anfang von dem Vers redet er davon, dass er das Wort Gottes verkündigt hat. Mit dem ist zuerst mal Jesus gemeint. Jetzt ist es aber so, dass er dafür dankbar ist, dass die Verkündigung nicht einfach als ihre eigenen Worte, eben als Menschenwort angeschaut worden sind, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, wenn er schreibt. Im gleichen Atemzug bezeichnet Paulus also einerseits Jesus, aber eben auch die Verkündigung als Wort Gottes. Oder anders gesagt, für den Paulus ist der Begriff Wort Gottes mehrschichtig. Jesus koppelt mit der Verkündigung, ist Gottes Wort. Und wie ist denn das jetzt mit der Bibel? Wenn im Neuen Testament über das Alte Testament berichtet wird, dann wird oft von der Schrift gesprochen. Schauen wir uns noch einen dritten Bibelvers an. Jede Schrift ist als von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das, was da mit als von Gott eingegeben übersetzt wird, ist im Griechischen ein Wort, nämlich Theopneustos. Es ist zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Einerseits aus Theos, was so viel heißt wie Gott, und andererseits aus Pneustos, wo vom Verb Pneo kommt und auf Deutsch so viel wie gehaucht heißt. Wörtlich heißt das also, jede Schrift ist Gott gehaucht. Und das Pneustos, das ist das gleiche Wort oder hat den gleichen Wortstamm wie Pneuma. Pneuma ist Geist auf Deutsch, also das Wort für den Heiligen Geist. Und dass der Heilige Geist bei der Bibel seine Finger im Spiel hat, lesen wir auch zum Beispiel im 2. Petrusbrief, wo es heisst, dass eine Prophetie nie durch den Willen vom Menschen hervorgebracht worden ist, sondern dass sie getrieben vom Heiligen Geist, wie es dort heisst, im Auftrag von Gott geredet haben. Also auch nicht einfach Wort von Menschen. Was ich jetzt versucht habe zu zeigen, ist Folgendes. Erstens, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an den dreieinigen Gott. Gottes Wort ist in erster Linie mal Jesus Christus. Zweitens, der Begriff Gottes ist mehrschichtig. Und drittens, die Bibel ist aber nicht einfach Menschenwort.
die Heilige Schrift ist eben Gott gehaucht. Und es geht nichts ohne den Heiligen Geist. Die Bibel ist also weder nur ist weder einfach Gottes Wort, sie ist eben nicht Teil der Trinität, aber sie ist eben auch nicht einfach nur Menschenwort, geschrieben von irgendwelchen Leuten, die vor 1000 Jahren gelebt haben, sondern sie ist Gottes Wort in Menschenwort. Hey, yes. Und schau, ich merke in dem Sinne, das, was der Christoph jetzt gesagt hat, wenn wir uns diese 3 Punkte merken können, dann verändert das den Blick, den wir haben auf die Bibel, schon mega fest. Und ich glaube, welchen Blick wir auf die Bibel haben, das ist mega, mega wichtig, dass wir die Bibel auch wirklich verstehen können. Es ist ein bisschen so, als würden wir in ein Brillengeschäft gehen. Und je nachdem, welche Brille ich anhabe, im Blick auf die Bibel, so verstehe ich die Bibel. Stellt euch vor, ich laufe zum Optiker. Grüezi, Herr Optiker. Und der Optiker sagt mir, ja Sven, es ist sehr wichtig, dass du die richtige Brille anhast im Blick auf die Bibel. Und ich stelle dir gerade mal ein paar verschiedene Modelle vor, die wir hier haben. Das erste Modell, das ist das Modell Bibelanbetung. Das Modell Bibelanbetung. Das Problem beim Modell Bibelanbetung ist folgendes. Hey, wenn du das Modell anhast, dann machst du die Bibel zum Zentrum. Wenn du das Modell anhast, dann hast du das Gefühl, hey, je mehr Bibel ich lese, desto ein besserer Christ bin ich im Fall. Und du hast vielleicht das Gefühl, hey, wenn ich die Bibel lese, verbringe ich auch automatisch Zeit mit Gott. Bibel lesen ist gleichzeitig mit Gott verbringen. Und da passiert genau das, was der Christoph vorher gesagt hat. Ich glaube, in dem Moment machen wir die Bibel zu Gott. Wir stellen sie auf die gleiche Stufe wie Gott. Und schau, das Gefährliche an dem ist, glaube ich, dass wir etwas vergessen. Nicht der Buchstabe ist lebendig, sondern Gott, der hinter dem Buchstaben steht. Schau, nicht das Wort an sich verändert dein Leben, sondern weil es auf Jesus Christus hinweist. Es ist nicht die Bibel, die alleine Kraft hat. Weil ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir die Bibel auf die gleiche Stufe stellen, dann laufen wir mega Gefahr, dass wir in ein Leisten hineinkommen. Wo ich lese noch ein bisschen in der Bibel, ich nehme meine eigenen Interpretationen daraus raus, ich herausfinden, was jetzt das heisst und nachher bin ich ein guter Christ gewesen. Aber schau, für das ist die Bibel nicht da. Ich glaube, die Bibel, die ist dafür da, dass wir Jesus Christus drin begegnen. Und nur dann hat sie wahrhaftig Kraft. Und nicht, dass wir unsere eigene Erkenntnis oder in erster Linie einfach Weisheiten daraus beziehen. Und weisst, wenn du Jesus Christus suchst in der Bibel, er hat die Bibel erfüllt, er hat die Bibel das Werk vollbracht. Du wirst in ihm alle Weisheit finden, alle Erkenntnis finden. Aber nicht Erkenntnis und nicht Weisheit ist das Ziel, sondern Jesus Christus ist das Ziel, das du suchst in der Bibel. Und darum, glaube ich, ist es mega wichtig, dass wir diese Brille, Bibelanbetung, nennen wir das Modell einmal, auf die Seite tun. Jetzt sagen wir zum Optiker, okay, ich brauche ein anderes Modell. Wir nennen das mal das Modell irrelevant. Es ist vielleicht gerade ein das gegenteilige Modell von dem, was wir vorher gehört haben. Weil ich glaube, bei diesem Modell schauen wir die Bibel extrem kritisch an. Weil, schau, ich glaube ja an Gott, ich glaube an Jesus, aber die Bibel, für was brauche ich die? Ganz ehrlich, für was brauche ich die Bibel? Ich habe ja direkten Zugang, ich habe den Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, Lesen war noch nie so mein Zugang zu Gott. Ich fühle das einfach nicht so. Ich höre lieber Worship oder Beten. Aber schau, ich glaube, auch bei dieser Brille haben wir ein Problem. Weil wir geben der Bibel nicht den Wert, den sie eigentlich hat. Hey, schau, ich glaube, die Bibel ist nicht einfach eine Option, einer von vielen Zugängen, die wir haben zu Gott. Sondern, hey, die Bibel ist das, was uns Gott gegeben hat, an dem er seine ganze Geschichte, die er mit uns schreibt, aufzeigen will. Und er seinen ganzen Plan drin zeigt. Er zeigt seinen ganzen Plan in der Bibel, der vollendet wird in Jesus Christus. Sein Plan ist schon von Anfang an in Jesus Christus gewesen. Das zeigt er uns mit der Bibel. Es ist der ganze Weg, den wir mit ihm haben. Und das ist nicht einfach etwas, was wir auf die Seite tun können.
Und ich glaube, das sagt auch Jesus mega klar in der Bibel selber. In Matthäus 5, 17 bis 18 sagt Jesus, hey, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil. Ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Verstehst du? Die Bibel ist nicht eine Alternative zu Jesus. Und jetzt, wo Jesus gekommen ist, brauchen wir die Schriften nicht mehr. Sondern Jesus sagt, er hat die Schriften erfüllt. Die Schriften findet erst in ihm seine ganze Kraft. Erst in Jesus ist die Bibel wahrhaftig das, was sie sein soll. Weil durch die ganze Bibel durch wird auf Jesus hingewiesen. Das Gesetz weist auf Jesus hin, weil der Einzige, der das Gesetz erfüllt hat, ist Jesus Christus. Propheten weisen auf Jesus hin, weil der Messias, von dem sie reden, ist Jesus Christus. Das Neue Testament weist auf Jesus hin, weil es geht nur um seine Geschichte und um seine Liebe und um seinen ewigen Sieg. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und darum passt das Modell irrelevant nicht zu uns. Und schau, ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viele weitere Modelle, die wir nennen könnten. Aber ich möchte euch noch eins vorstellen, weil ich glaube, das Modell ist das, das wir anziehen dürfen, wenn es um die Bibel geht. Und ich habe das Modell getauft, das Modell Encounter Jesus. Weil ich glaube, es ist das, um das es eigentlich geht, wenn ich die Bibel lese. Hey, ich glaube ganz fest, die Bibel ist von Gott als ein Ort gedacht, wo Jesus uns drin begegnet. In allem, was ich lese, Jesus soll dir begegnen. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Wort. Er ist das wahrhaftige Wort. Und die Bibel ist nur da, um auf ihn hinzuweisen. Und ich wünsche mir, dass wir die Bibel als etwas anschauen können, wo uns einen Zugang schafft zu Jesus Christus. Wo wir jedes Mal, wenn wir das Wort aufschlagen, wir die Bibel aufschlagen, wir Jesus werden begegnen. Weil in ihm liegt all die Weisheit parat, in ihm liegt all die Erkenntnis parat. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das tun, weil ich bin fest davon überzeugt. Wir werden ganz anders statt die Bibel angehen. Wir werden Begegnungen haben, weil wir sie erwarten. Und das wünsche ich mir mega fest für den heutigen Abend. Schau, das, was ich mit dem sagen will, ist, es ist matchentscheidend, welche Brille du anhast, wenn du an die Bibel angehst. Es ist matchentscheidend, mit welcher Erwartung und mit welchem Blick du an die Bibel angehst. Die Bibel ist nicht etwas, wo wir einmal mehr drin leisten können. Es ist nicht etwas, was mit Religiosität zu tun hat. Je mehr Bibel ich lese, desto bessere Erkenntnis werde ich haben, desto mehr Erkenntnis werde ich haben. Es ist ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Und schau, ich wünsche mir, dass wir uns jetzt einfach mal einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns fragen, hey, welche Brille habe vielleicht ich an, wenn ich manchmal die Bibel lese? Wo merke ich, nehme ich die Bibel vielleicht nicht als das, was sie eigentlich ist? Und wo verpasse ich durch das eine Begegnung mit Jesus Christus? Ja, danke Jesus. Danke, hast du die Bibel erfüllt. Danke, weist die Bibel mit allem, was sie ist, auf dich hin. Und Heiliger Geist, danke, dürfen wir jetzt all das loslassen, wo uns vielleicht einen falschen Bezug gibt zu der Bibel. Danke, dürfen wir auch die Stellen loslassen, die wir vielleicht nicht verstehen oder wo uns irgendwie etwas zwischen uns und die Bibel stellen. Und danke, dürfen wir die Bibel lernen als das nehmen, wo sie ist. Ein Ort der Begegnung zu dir.
Amen. Hey, und wenn wir verstanden haben, was die Bibel für einen Wert hat, wenn wir diesen Wert in unserem Herz aufnehmen, wissen auch vielleicht, mit welchem Blickwinkel wir die Bibel anschauen können, dann haben wir schon mal mega viel. Aber ich glaube, etwas steht immer noch im Raum. Hey, wie können wir die Bibel so in unserem Leben nehmen, so verstehen, dass sie in meinem Alltag einen Unterschied macht? Und wie verstehe ich auch wirklich das, was Jesus mir sagen mit der Bibel? Und schau, ich habe gedacht, um das herauszufinden, lesen wir doch am besten gerade mal eine Bibelstelle. Und zwar ist das die Bibelstelle, an der wir auch unseren Seriennamen und den wunderbaren Brunnen auf dieser Bühne verdanken. Es ist die Bibelstelle von Jesus und der Samaritanerin am Brunnen. Und zwar lesen wir da im Johannes 4, Vers 7 bis 9 folgendes. Erschöpft von der langen Wanderung setzt Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte: Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Und ihr dürft jetzt alle mal euer Handy rausnehmen, weil ich habe eine Frage an euch. Für das dürft ihr den QR-Code hier hinten mal scannen oder auf unsere URL gehen, sly.do/20s. Und zwar möchte ich euch die gleiche Frage stellen. Ja, sagen wir einfach, wenn wir so weit sind. Würdest du mir noch mein Handy geben? Und zwar möchte ich euch die gleiche Frage stellen, wie die Frau Jesus gestellt hat. Was meint ihr, warum bittet Jesus die Frau wirklich, ihm etwas zu trinken zu geben? Und wir haben euch mal ein paar Antworten aufgegeben, die ihr auswählen könnt. Jetzt, ich weiss, vielleicht trifft keine genau das, was ihr denkt, aber wählt doch einfach mal die das Gefühl haben, trifft am meisten das, was Jesus wollte bewirken, wo er sie das gefragt hat. Oder wo Jesus wollte sagen. Genau, und wenn ihr es ausfüllt, seht ihr auch gerade, welche Antwort wie viel Mal gewählt wurde. Und schau, ich persönlich finde, jede von diesen Antworten hat irgendwo seine Berechtigung. Ich glaube, alle von diesen Antworten kann man daraus verstehen. Es kommt darauf an, welchen Blickwinkel du hast und wo du deinen Fokus drauf setzt. Und das ist genau das, was wir euch mit dem zeigen wollen, weil, wenn wir es anschauen, ist die Antwort, die am wenigsten gewählt worden ist, er will einfach etwas trinken. Also die logische Antwort, das, was eigentlich der Bibelvers aussagt, das haben die allerwenigsten angewählt, weil wir interpretieren automatisch, was Jesus wollte sagen mit dem Bibelvers. Und genau das ist Hermeneutik. Wir interpretieren automatisch. Ja, genau. Wir haben alle diesen Satz wirklich automatisch interpretiert. Was mit irgendeiner Aussage gemeint ist, das kann man ganz verschieden verstehen. Wir haben es gesehen. Wir interpretieren automatisch jede Aussage, die wir hören. Wer ist, außer mir, Fan von Ironie und Sarkasmus? Es ist mega schwierig, aber ich sehe ein paar Hände. Es ist mega dunkel, aber ja, ein paar Hände, das lange, super. Hat ein paar, nice. Ein ironisches Nein meint es ja, oder? Damit wir eine Aussage, die ironisch gemeint ist, verstehen können, müssen wir sie interpretieren. Und wem ist es noch nie so gegangen, dass sein Gegenüber eine Aussage von dir missverstanden hat? Oder auch umgekehrt, dass du gemerkt hast, ups, da habe ich zuerst anders
den anderen falsch verstanden. Also mir ist das schon mehrfach so gegangen, dass ich dachte, oh, der hat mir jetzt nicht ganz gecheckt, was ich gemeint habe. Oder auch ihnen sich gesehen, ist jetzt das eine ironische Aussage oder meint er jetzt das ernst? Und dann fragst du halt schnell nach. Und genauso, wenn wir im Alltag jede Aussage interpretieren, tun wir auch die Bibel interpretieren. Und die Frage ist nicht, ob wir sie interpretieren wollen oder nicht, sondern ob wir uns dem bewusst sind, dass wir automatisch die Bibel interpretieren und mit unserer kulturellen Brille lesen und eben Wörter, Sätze automatisch interpretieren. Also, die Frage ist, reflektieren wir unsere Interpretation? Sind wir uns bewusst, dass wir die haben? Und jetzt denkst du vielleicht, Interpretation. Kommen dir Ideen oder Erinnerungen auf von Deutschlektionen, wo ihr irgendwelche Gedichte interpretieren müsst und euch hat es tödlich... Jawohl. Jetzt sind eure Lehrer und Kolleginnen und Kollegen haben irgendwelches Zeug aus der Nase rausgezogen. Ja, das ist nicht das, was ich meine mit Interpretieren. Dann zum Glück gibt es konkrete Sachen, konkrete Steps, die wir machen können, um herauszufinden, was dazu mal gemeint ist. Was hat der Paulus dazu mal gemeint, wenn er zum Beispiel den Römerbrief geschrieben hat? Das herauszufinden, das ist der Fachbegriff Hermeneutik. Die Hermeneutik ist die Kunst vom Übersetzen, die Kunst vom Auslegen. Und das heisst, in der Bibel müssen wir zuerst einmal natürlich die Sprache übersetzen. Logisch. Also im Alten Testament, wenn etwas auf Hebräisch oder Aramäisch geschrieben worden ist, auf Deutsch. Und im Neuen Testament von Griechisch, Altgriechisch auf Deutsch. Und dann braucht es aber noch ein weiteres Übersetzen. Und zwar von unserem Kulturkreis in den Kulturkreis von dazumal. Also, der Text ist ja nicht in der Schweiz geschrieben worden, sondern er ist in Griechenland oder Israel oder wo auch immer geschrieben worden. Und jetzt stellt euch mal euch vor, ihr habt da so ein Schiffli, eine Fähre. Und mit dieser Fähre könnt ihr vom einen zum anderen Ufer übersetzen. Also, jetzt beim Römerbrief, wir lesen den, sind in der Schweiz, heute, Jahr 2020, und wir gehen zurück auf Griechenland, wo der Paulus den Römerbrief geschrieben hat, ins Jahr 56. Genau. Und wir müssen das automatisch interpretieren, wie gesagt. Und für das machen wir eben einen ersten Schritt vom Übersetzen in die Antike. Mit unserem Schiffli, mit unserer Fähre. Und dieser Schritt, das nennt man eigentlich Exegese. Und dort geht es genau darum, dass wir uns überlegen, hey, was hat der Paulus gewusst über die Gemeinde? Was hat er vielleicht eben auch nicht gewusst? Was war für ihn klar gewesen? Was hat er vielleicht befürchtet? Was ist dazu mal im allgemeinen Kulturkreis mega klar gewesen? Was sind Sachen, die wir heute vielleicht noch implizit irgendwie können aus dem Text herauslesen oder vielleicht auch nur mühsamer können erforschen? Also das sind alles Fragen, die man sich eigentlich bei einer Exegese stellen muss. Jetzt, das Problem ist, natürlich kann man das nicht bei jedem Schritt, bei jedem Bibelvers immer alle Schritte machen. Das verlangt auch absolut niemand. Bei gewissen Versen macht es mega Sinn, in die Tiefe zu gehen, aber im Allgemeinen ist schon mega hilfreich, wenn man einfach mal eine kleine Einführung liest. Also, ich bin mega Fan von meiner Studiebibel. Und wenn ich ein Buch in der Bibel fertig gelesen habe und das nächste Buch anfange, dann lese ich immer zuerst die Einführung. Das sind einfach 2-3 Seiten und das gibt schon einen Einblick in die eben damalige Kultur. Wann hat er es geschrieben? Was sind quasi Fragen von der damaligen Zeit? Es braucht wirklich nicht viel. Und so Ressourcen kann man sich en masse holen. Eben eine gute Studiebibel ist mega viel Gold, also ist wirklich Gold wert. Es gibt Zeug online. Sucht das Material. Ich kann es euch nur empfehlen. Werft einen Blick und versucht euch in die Gedankenwelt hineinversetzen. Macht das erste Übersetzen von der Kultur von heute in die Kultur von damals. Das ist der erste Schritt. Und jetzt haben wir ja die Affären, oder? Und jetzt überlegen wir, okay, was machen wir jetzt mit dem? Und das ist zurück übersetzen, wieder in die heutige Kultur. Also, der Paulus hat an die Römer eben Brief geschrieben, hat ihnen Ratschläge gegeben, hat sie ermahnt in gewissen Sachen. Und jetzt überlegen wir, okay, was machen wir jetzt mit dem heute? Was von dem können wir noch anfangen? Oder mit was können wir persönlich etwas anfangen? Was ist uns mega fremd geworden? Wo leben wir in einer ganz anderen Kultur? Wo haben wir ganz andere Fragen?
wo können wir die Sachen nicht einfach 1:1 übernehmen? Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass, wenn ihr in der Bibel leset, dass eigentlich jeder da drinnen das zu einem gewissen Grad automatisch macht. Also wenn ihr zum Beispiel im Anfang der Bibel, bei den 5 Büchern Mose, irgendeine Anweisung leset, zum Beispiel irgendein Reinheitsgebot, dann denkt ihr, ja, nein, muss man irgendwie nicht mehr machen. Mache ich nicht. Ja, wieso denn? Und ihr merkt, gewisse Sachen könnt ihr bewusst fragen, wieso eigentlich macht das nicht mehr, und anders ist einfach so. Aber das ist genau das zurück übersetzen. Und ich möchte euch ermutigen, den Reflexionsprozess aktiv zu machen. Euch aktiv die Fragen zu stellen. Also, wir haben in einem ersten Teil gehört, leset in der Bibel. Und zweitens, reflektiert eure Interpretation. Macht euch Gedanken über das Gelesene. Fragt euch, was war damals gemeint? Eben, sucht Ressourcen, irgendwie einen guten Bibelkommentar, irgendetwas. Fragt andere Leute, wenn ihr etwas nicht versteht. Fragt gute Kollegen, fragt euren Pastor, Joel, fragt wer auch immer. Sucht euch Hilfe, und vor allem, wenn die Bibel mit dem Hilfe vom Heiligen Geist geschrieben worden ist, dann brauchen wir auch den Heiligen Geist, um es zu verstehen. Und vor allem darum bittet der Heilige Geist, dass er euch helfen möge, die Bibel richtig zu verstehen. Hey, ja, und schau, ich glaube, wir können so viel Praktisches aus dem rausnehmen, aus dem Abend. Wenn wir das nächste Mal vor uns in der Bibel sitzen, dann sind wir uns bewusst, dass wenn ich jetzt das Buch nehme, dann werde ich eine Begegnung haben mit Jesus. Der Heilige Geist wird zu mir reden. Wie er es gesagt hat, hey, es geht nichts in der Bibel ohne den Heiligen Geist. Weil er hat sie eingegeben. Sie ist Gott gehaucht, die Bibel. Es geht nichts ohne den Heiligen Geist. Und der Punkt ist mir so wichtig. Bist dir bewusst, hey, der Heilige Geist ist mit dir die ganze Zeit dabei auf dieser Reise. Der Heilige Geist kommt mit dir mit in die Zeit von Paulus und zeigt dir auf, hey, was ist vielleicht anders gewesen in dieser Zeit? Er zeigt dir auf, hey, ja, welche Studienbibel soll ich vielleicht nehmen? Was soll ich zur Rat ziehen? Frag den Heiligen Geist. Und er wird auch wieder mit dir mitkommen, wenn es darum geht, hey, was hat das mit meinem persönlichen Leben zu tun? Und hey, schau, in dem inne möchte ich dir einfach etwas mitgeben, weil es ist so wichtig. Niemand anderes kann das tun als du selber. Schau, niemand anderes kann dir sagen, was ein Bibelvers jetzt für deine persönliche Situation zu bedeuten hat. Es ist so wichtig, dass wir diesen Schritt selber machen. Weil schau, ein Pastor, der am Sonntag auf der Bühne steht, der nimmt das, was der Heilige Geist ihm aufs Herz gibt. Ein Pastor, auch wenn ich da bin, ich nehme das, was mir der Heilige Geist aufs Herz gibt. Und er mir sagt, durch die Bibel, durch das, was er direkt zu mir redet, aber es ist das, was er mir sagt. Und ich glaube, der Heilige Geist ist nicht jemand, der einfach zu jemandem redet, wie im Alten Testament, wo vielleicht zu Mose geredet worden ist, und er hat es nachher als ganze Volk weitergegeben, sondern es heisst, hey, in der letzten Zeit, in unserer Zeit, wird der Heilige Geist auf jedem von uns sein. Und er wird bei jedem Einzelnen von uns sein. Und darum glaube ich, ist es so wichtig, lass uns diesen Punkt nicht missen, dass wir selber anfangen, den Heiligen Geist zu fragen, hey, was heisst die Bibelstelle für mich? Lass uns nicht schade dafür sein, zum selber interpretieren, was Gott uns will sagen mit der Bibelstelle. Und ich möchte mit dem nicht sagen, dass du all das, was der Pastor am Sonntag sagt, nicht musst beachten, dass du die Ratschläge von deinen Freunden nicht beachten oder was auch immer. Aber bist mutig, um in die Mündigkeit hineinzustehen, wo du glaubst, dass der Heilige Geist zu dir persönlich redet. Bist mutig, um das zu machen. Weil ich glaube, es macht so einen Unterschied, ob wir jeden Einzelnen Jesus nachfolgen, ob wir jeden Einzelnen den Heiligen Geist fragen oder ob der Heilige Geist zu Einzelnen von uns redet und das dann weitergegeben wird und das die Leute machen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir aufhören, vielleicht auch uns in dieser Unmündigkeit verstecken oder gefangen zu bleiben in dem. Ich glaube, vielleicht gibt's wirklich Leute, und ich glaube, das gibt's mega oft. Es ist auch mir so gegangen am Anfang, dass ich vielleicht das Gefühl habe, wow, hey, schau, es gibt so viele gescheite Leute,
die können die Bibel interpretieren, die wissen jetzt, was mit dem gemeint ist. Ich muss das nicht selber machen. Wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe und das nicht mehr, was der Pastor gesagt hat, dann ist es schon für mich interpretiert worden. Aber ich glaube ganz fest, dass Gott nicht so funktioniert. Sondern Gott ist ein persönlicher Gott. Er will zu dir persönlich reden. Und ich wünsche mir, dass wir eine Generation sind, die aufstehen und sagen, wow, ja, ich will den persönlichen Gott. Ich will den Gott, der zu mir redet im 1:1. Und ich will die Bibel im 1:1. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann ist es so wichtig, weil das braucht mega viel Mut. Dann ist es so wichtig, dass wir nachher aber auch demütig genug sind, wie es der Christoph gesagt hat, unsere Interpretationen reflektieren. Wenn wir das machen, ist es nachher so wichtig, dass wir auch wieder belehrbar sein können. Weil vielleicht lernen wir etwas, vielleicht nehmen wir etwas mit, wo wir fest davon überzeugt sind, dass der Heilige Geist uns sagt. Aber alle in der Kirche sind ganz anderer Meinung. Vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt. Du hast das Gefühl gehabt, Gott sagt dir das und alle anderen sagen, hey, nein, das kann überhaupt nicht sein. Und jetzt hast du 2 Varianten in dem Sinne. Du hast 2 Varianten. Zum einen ist vielleicht, hey, du hast 3 Varianten. Das eine ist, du rührst es einfach weg. Du sagst, hey, nein, schau, alle anderen glauben das nicht. Das kann nicht sein. Das andere ist, du sagst, hey, weisst du was, der Heilige Geist hat das zu mir gesagt, ihr könnt mich alle mal, das, was ihr sagt, stimmt nicht. Und ich glaube, beide Extreme sind nicht unbedingt das Richtige. Sondern ich glaube, was wir dann machen, ist, hey, wir kommen wieder vor Gott und sagen, hey, belehr mich. Du hast mir doch das gesagt, aber alle anderen scheinen es anders zu meinen. Hey, wie kann es sein, dass ich das höre und alle anderen hören etwas anderes? Und ich glaube, Gott wird dir dort begegnen. Ich bin ganz sicher, genau in dem Moment wird Gott persönlich zu dir